Jedes Jahr auf der Jiddischwoche kommt vor ein Talentarne. Das heißt, ein Event, in welchem die Jiddischwochnikers können beweisen ihre Talenten für den ganzen Eulen. Heuer haben die Kindergruppen vorgestellt eine originelle Pièce wie ein Teil von der Talentarne. Die Pièce hat angeschrieben die 12-jährige Eteline Borski von Jesruh. Vor Jahren hat sie gewonnen einen jüdischen Schreiberkonkurs, was die Organisation Jugendruf hat durchgeführt wie ein Teil von dem neuesten Nummer von ihr Journal. Wie es sagt, von Eteline's Erzählungen hat die Pièce mit dem Namen Weichschnelle in der modernen Zeit sich benutzt mit folklorischen Motiven von Kindermasses wie ein Mittel zu kritisieren die heutige Welt auf einen satirischen Eufen. In dem Fall hat die Pièce behandelt die negativen Wirkungen von der modernen Technologie auf ein tagtäglichen Leben. Dort seht ihr etliche Äußerungen von der Spiel. Einmal mit nicht so viel Zeit zurück und existiert ein riesiger Plan. In der Remessen existiert es noch als irgendwo auf unserem Planeten. In dem dosigen Land wird gelebt eine Sprache. Aber nicht eine kleine, große Sprache. Der Melech von dem Land, sein Weib die Malke und seine junge und einzige Tochter, Weichschnelle. Wenn die was sein willst, das Jahr von mir. Und der Prozess wird sich anheben in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Sekunde Ruhe. Piep, Information hauptsächlich mein Modell. Ja! Ich bin da schon 30 Minuten. Was soll ich tun? Ich will blit. Täten bei Schnelle. Ich bleib nicht. Wir müssen nur warten auf ein iPhone. iPhone ist da. Noch nicht! Auf was wartest du? Du bist mir Schule gemacht. Keine Freundin ist nicht in der Mobile. Ach und auf viele nicht kein Kreie. Die meisten werden wir soll die 4 Theater bis wir wollten geboren und wie wir soll sie funktionieren. Wie heißt ihr? Ich heiße Teibel Ehrlich. Ja? Ich heiße Chaim Yellen. Ja? Wir sind von Chicago. Und wir kommen schon zu die Jugendruf, die Woche, die Jiddischwoche. Ich habe 22 Jahre. Ja? Noch mehr, 24 Jahre. 24 Jahre Wir schon. sind erst gekommen zu lieb, das, was wir am Gerät Jiddisch in der Heim mit unserer Tochter. Und sie hat nicht gerade andere Kinder, mit wem zu reden Jiddisch. Und das ist gewesen, gibt den Eufen für ihr. Sie hat sich bekannt mit 4 anderen Mädchen in ihr Alter. Und sein Gerät Jiddisch zusammen und aufgewachsen zusammen. Und meine Tochter ist jetzt, unsere Tochter ist jetzt 26. Und die anderen, alle schon fertig die University. In der Getty University. Und die Tochter jetzt redet sehr gut Jiddisch. Und sie will wohnen in New York. Und es ist gewesen sehr modern, also in Chicago hat man nicht gekannt finden, eine andere Sprache, was hat ein Kind, was hat ihre Jugend, was hat gerade Jiddisch. Ja. Und man weiß mal, dass die Chassidim reden Jiddisch, aber jetzt sind wir nicht Chassidim. Und so das ist, wir sind schon durch eine Sachjugend. Und was ist eure beliebte Sache wegen der Jiddischwoche? Ich habe lieb die Yoga-Klassen. Ich spanne sich auf mit dem und ich verstärke meine Muskeln. Ich liebe zu reden mit Menschen. Ich liebe zu sehen, wer kommt du
Es ist eine sehr schöne Sache zu sehen, Menschen von der ganzen Welt. Ja. Man hat Menschen von Uruguay, Brasil, Argentinien, Frankreich, Deutschland, Polen, Russland, Japan. Schweden, Japan. Und es gibt, wir reden mal alle Jiddisch, andere Ausdrücken, und sie reden mal Polisch Jiddisch, die andere, die reden Litwasch Jiddisch. Und es war uns sehr angenehm, das zu sehen. Auch sie do Sachen nicht Jiden, wo sie lernen Jiddisch, sie wollen wissen von unser Volk. Es ist sehr interessant, zu kommen. Wie noch kann man das tun? Ja. Wie noch kann man das tun? Ich habe erst geredet mit einer Frau, sie ist eine Studentin von Polen. Sie lernt Jiddisch wie in Deutschland. So, es ist ein sehr interessanter Ort. Ja. In Hayua is the 50th year for the year of and this is ich kann sagen, wir sind durchgekommen, knapp halbweg, ein halbes Jahr. Ja, Schönen Dank. nicht du verwusst. Ich darf was danken auch. Ja.